Und weiter geht's in dem Review hier zu Dragon Ball Super. Und zwar bereits zu Folge Nummer 17. Deswegen passt er gerade perfekt hier mit Schlager Freezes Armee, denn wir sind nun endlich in der Resurrection F Staffel angelangt. Naja, zumindest offiziell, weil ja, es gab einen Zeitsprung und Pan ist endlich geboren worden. Yay, geil! Aber die eigentliche Handlung dieser Episode, die war dann wohl doch eher ein bisschen auf, naja, auf eine andere Frau fixiert. Und zwar auf die stärkste Frau der Welt. Natürlich auf Chi-Chi, denn ganz ehrlich, wer denkt sich schon mit Chi-Chi an? Natürlich keiner, der noch alle Tassen im Schrank hat, in diesem Sinne. Ja, dann ein bisschen Verstärkung her. In diesem Sinne haben halt sowohl Son Gohan als auch Mr. Satan oder Son Goku, keiner traut sich hier sich mit Chi-Chi anzulegen. Vor allem wenn es darum geht, dass, ja, um die Zukunft halt von Pan war. Ich meine, Pan ist vielleicht mal etwa ein halbes Jahr alt und schon kommt Chi-Chi daher und sagt, ja, ihr müsst langsam euch mal Gedanken machen um Pans Zukunft und so. Ach, will sie zu einer, als wurde gesagt, Herr Lord Freezer und so eine hervorragenden Wissenschaftlerin ausbilden und so weiter. Ach, das wird doch geil. Mr. Satan so, nö, sie will eine Kampfsportlerin, sie will mich eines Tages ersetzen. Beurlauben, natürlich nicht beurlauben, sondern ablösen, so herum mit dem Schuh draus. Und Son Gohan, na gut, natürlich gegen seinen Schwiegervater, seine Mutter zu stellen, das eine gute Idee ist. Und jo, wie es natürlich mit Son Goku aussieht, oder halt mit den anderen Bekannten, sei es natürlich auch mit Krillin und Chi-Chi, alle wurden zur Hilfe gerufen, Chi-Chi natürlich nicht, Chi-Chi, sondern natürlich Bulma. Also alle wurden halt zur Hilfe gerufen, als Chi-Chi die wahnsinnige Idee hatte, sich mit Pan und Videl einzuschließen. So von wegen haben halt Mr. Satan und Gohan die angerufen und so, ne, bitte komm vorbei und rede mit Chi-Chi, die spinnt doch. Gut, das wissen wir sowieso. Und wir wissen ja, Son Goku geht sehr gerne mit seiner Frau an. Ihr wisst ja, wow, dankeschön. Hinter jedem starken Mann verbirgt sich eine noch stärkere Frau, ist ja klar. Und in der Hinsicht, jo, natürlich wieder mal Son Goku in Kürzung gezogen, wie üblich. Jo, in diesem Sinne, was nehmen wir an, eine unterhaltsame Folge bis zu diesem Zeitpunkt. Wo es echt nur darum ging, da Son Goku eben noch am Arbeiten, oder? Wieder halt so als fleißiger und überhaupt nicht gelangweilter Ehemann tut. Ne, im Gegenteil, er liebt das einfach so auf dem Feld zu arbeiten. Das wäre irgendwie der größte Farmer auf der Welt. Natürlich irgendwie so ein Bottich von etwa 10 Tonnen. Ne, sogar 20 Tonnen, so groß das Teil war. Egal, Son Goku kann es, das ist doch die Hauptsache. Jo, Raspberry, das ist mein größter Typ. Naja, so dazu und dann wird es wirklich interessant, weil dann haben wir, also wir wissen ja von der letzten Folge noch, dass Vegeta mit Whis unterwegs war zum Trainieren, sprich sie gingen also zurück zu Planeten von Beerus. Und ja, das ist ja wie gesagt jetzt ungefähr ein halbes Jahr vergangen seit der letzten Folge und das hat sich wohl auf Vegeta ausgewirkt. Das ging schnell. Und so ausgewirkt, dass er jetzt eben wie gesagt dieses halbe Jahr da mit Whis trainiert hat auf seinem Planeten. Und das hat Son Goku mitbekommen. Gut, denkt natürlich jeder so, oh. Ja, natürlich auch so eben wie Goku erfährt, Vegeta trainiert bei Whis. Nein, kann nicht sein und so, weil er weiß genau, dass Whis stärker ist als Beerus und sein ehemaliger Lehrer oder sogar immer noch Lehrer ist, etc. etc. Ich muss auch dahin. Gut, natürlich Bulma sage ich schon. Natürlich Chi-Chi nicht so begeistert, das ist ein anderes Thema. Und jetzt ist halt das große Problem, wie kommt Son Goku dahin? Weil er kann weder Whis-Aura spüren, noch irgendwie das Ki von Vegeta, also müssen beide irgendwie zu weit weg sein. Und Whis kommt irgendwie nur alle paar Wochen auf die Erde, weil er eben halt Bock auf gutes Essen hat. Gut, ich meine, wer nicht, wa? Wir machen es anders, wir gehen nicht unbedingt durchs Universum und so, sondern gehen vielleicht direkt zur nächsten Fastfood-Kette. Aber hey, egal, was machen wir überhaupt für einen Quatsch? Ja, aber ich glaube nicht, oder suche ein paar Gegner. Was zum Henker? Ja gut, die sind alle hier, also sollen die anderen gucken. Kann ich weiterhin quatschen? Wo war er stehen geblieben? Also, wie gesagt, Vegeta war da alles mit, da gucken wir dann ganz kurz nach, ob da irgendetwas ist. Whis also, wie sage ich schon, Vegeta natürlich bei Whis unterwegs. I'm Captain
Ja, und schon kommt Captain Ginyu. Und, da ist hier aber. Und da war es halt für Son Goku relativ klar, okay, ich muss auch dann mit Whis quatschen und so weiter, aber wie Kontakt aufnehmen? Und eben, da kommt dann wieder Bulma ins Spiel, weil Whis bezieht sich halt immer so auf Bulma, geht bei ihr vorbei und zum Gucken, Bulma-san, irgendwelche neuen Köstlichkeiten für heute. Dann hat Bulma ihm gesagt, jo, ich melde mich bei dir, wenn es soweit ist. Nun ja, wir wissen ja alle, Son Goku nicht unbedingt gerade die Geduld in Person und so ging es auch aus, dass er Bulma halt ständig genervt hat, überall angequatscht hat von wegen, ist Whis schon da, ist Whis schon da, ist Whis schon da? Ein bisschen vor wie so eine, weiß auch nicht, so eine verdammt, mir fällt gerade der Vergleich dazu. Egal. Zumindest, da kam der ganz Beste. Bulma hat dann Son Goku ein Handy gegeben, ein Smartphone. Okay, natürlich jeder von uns schon überrascht, von wegen wird. Son Goku kann Smartphone bedienen, WTF. Aber ja, scheinbar konnte er es und hat die ganze Zeit auf den Anruf gewartet, von wegen, wann ruft sie an, wann wann ist denn soweit? Oh, Holstein-Schock, Kampfpose B. Wann ruft sie endlich an, wann ist endlich Whis da? Und dann eines Tages war es endlich mal soweit, Whis angekommen, Son Goku, okay, ich kann weg hier, umgezogen, zack, tschüss zu Whis hin. Und dort ist es langsam interessant, also interessant im Sinne von einer interessanten Aussage. Whis, wie gesagt, auch bei Bulma, die wollen ein bisschen miteinander plaudern, ein bisschen miteinander essen, oder ist auch ganz schön. Aber Son Goku fangen so Whis, oh Whis, bitte, stimmt, dass das halt schon Vegeten haben, ist ja bei dir trainiert und so, bitte nimm mich auch mit, trainiere mich auch. Und Whis sagt dann, ja, es wird langsam Zeit dafür. Wie alle so, langsam Zeit dafür, WTF, Fehlübersetzung vielleicht irgendwie. Aber dann kommt nochmal Bulma auf ihn zu und sagt, Whis, was soll gerade diese Aussage von eben? Und er so, hab ich was gesagt? Natürlich für uns alle ist klar, okay, das muss ein versteckter Hinweis sein, dass Vegeta bereits so stark geworden ist, dass er Son Goku schon fast übertreffen könnte. Deswegen wäre es Zeit für Son Goku, dass er halt auch trainieren würde. Klingt soweit ja mal ganz logisch. Ist ja bloß die Frage, wie zum Henker hat Whis jetzt aus Vegeta, aus einem normalen Super Saiyajin, von mir aus als einfacher Super Saiyajin, einen Super Saiyan God und noch besser einen Saiyan Beyond God gemacht. Ist ja irgendwie ein bisschen unlogisch, wa? Naja. Und dazu bekamen wir jetzt heute noch keine Infos. Nee, es ging natürlich weiter vom Weg. Ja, Whis will zuerst mit Bulma ein bisschen quatschen und so, ein bisschen unterhalten, ein bisschen was futtern. Einfach irgendwie von die Shinwas, was sie da gefuttert haben. Das mal grob zu übersetzen. Und ein bisschen Dragon Ball GT! Nee, eben nicht, schade. Und auch wiederum, wenn schon vorher bei Bulma so war, wo Son Goku sich ständig genervt hat, kann man ja annehmen, dass er das gleich bei Whis auch ständig macht. Ja. Aber es ist nicht so unbedingt eine gute Idee, ein Whis, der nur herkam, um da halt ein bisschen... Alter, was ist heute los? Der nur herkam, also eigentlich herkam, etwas zu essen, ihn ständig beim Essen zu unterbrechen. Das ist nicht unbedingt eine gute Idee und ich dachte schon teilweise, oh, wenn Whis es ausrastet, dann gute Nacht Son Goku. Da kann nachher Bulma eine Dragon Ball zusammensuchen, wenn dann Son Goku wiederbeleben. Aber nö, so weit kam es gar nicht, verständlicherweise. Dann hat Son Goku es irgendwann doch noch kapiert, ging zur Seite, war ein bisschen entspannt, hat gesagt, okay, ich warte mal hier, mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Und dann Whis nach so einer halben Ewigkeit, okay, genug gegessen, es war furchtbar lecker, dieses doch eigentlich simple Sieden des Wasser, simples Sieden im Wasser, hat er doch den ganzen Geschmack hervorgebracht, so was in der Art hat er halt auf uns gebracht. Und dann wollte er direkt mit Son Goku aufbrechen. Und er kam natürlich angeflogen. Na gut, es waren Son Goku und Son Gohan. Aber, wen hat sie dabei? Natürlich Chi-Chi. Ach du Scheiße. Ich meine, Son Goku ist zwar ein Super Saiyajin Gott, aber vor Chi-Chi macht selbst er sich in die Hose. Und wo dann gesagt hat, ja komm Chi-Chi, bitte lass mich gehen und so. Und sie ihm fast den Arm ausgekugelt hat, dachte mir schon so, ach du Scheiße. Als Mann kann es noch so stark sein, eine Frau kann dir jederzeit in den Arsch oder in den Arsch treten, in die Eier treten oder eben auch die Schulter verrenken.
Ist für eine Frau kein Problem, die kann das. Meine Fresse. Aber stimmt doch, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau, da hat was. Eieieiei. Sind wir stark geworden, wa? Nun ja, hat er halt so, wie gesagt, hat er sich von Chi-Chi ein bisschen penetrieren lassen und Chi-Chi wollte nicht gehen lassen und dann Whis so, okay, ich gehe dann mal. Was macht Son Goku? Sich wegreißen und sich an Whis festklammern und schon waren sie weg. Geil, war? Ja, damit hat auch die Folge schon geendet, dass, ja, Whis und Son Goku unterwegs sind zu Whis Planeten, beziehungsweise zu Bios Planeten. Interessant hierbei ist, dass Son Goku immer die gleiche Kampfuniform beim Kampf gegen Bios anhat. Also sprich sein normales, wow, sein normaler Anzug, Kampfanzug. Finde ich vor allem deswegen interessant, weil Vegeta, als er die Erde verlassen hat, hat er einen anderen Anzug an, den wir auch Resurrection F kennen. Und jetzt ist interessant, aber Dankeschön Goku fürs Abhauen. Nö, hier also nichts. Und ja, eben hier wieder echt das Interessante dabei, wie ich zumindest finde. Ja, wo fliegst du jetzt hin? Ah, da, Weltraum Erde. Das Interessante, wir sehen davor schon in der nächsten Episode, sowohl Son Goku in seinem aktuellen Anzug, als auch nachher in seinem neuen Anzug, also irgendwie wird er in der nächsten Episode wechseln. Dann sehen wir auch noch Vegeta. Scheinbar die Aussage von Son Goku ist Vegeta bereits stärker als er oder gleich stark. Also muss man sich schon fragen, wie zum Henker hat Whis es hingekriegt, dass Vegeta ohne dieses Super Saiyajin God Ritual trotzdem diesen 10 Beyond God Status erreicht hat. Da habe ich mich so gefragt, ist ja fast so wie bei Ultimate Gohan damals. Nur hat halt damals der alte Kaioshin diese Veränderung, also sprich die versteckten Kräfte bei ihm, geweckt. Was ist, wenn Whis diese göttliche Kraft halt in einem Saiyajin entdecken kann und diese selbst hervorbringen kann? Das heißt, du brauchst gar kein Ritual, Whis macht einfach ein paar Zauberstücke und so, vielleicht oder ähnlich wie der alte Kaioshin. Ein paar Stunden warten, meditieren, wie auch immer und boom, hast du einen Super Saiyajin Gott. Ich meine, klar, es klingt ein bisschen weit hergeholt, aber es könnte durchaus sein. Naja, werden sicher Näheres in der nächsten Folge erfahren. Auch noch interessant, wir sehen da eben, wie gesagt, auf die Anfangsphase oder der Trainingsphase auf Bios Planeten. Und wir haben auch noch einen Einblick bekommen, oder einen Ausblick, auf Charaktere von Resurrection F. Sprich halt Freeze Armee mit Sobe und, wie ist der andere schon, der Tagoma, glaube ich, war. Und der andere, dieser Stiertyp fast schon, kann man sagen, der Piccolo ein bisschen zugesetzt hat. Und wir haben auch noch endlich mal Champa und Vados gesehen. Ist ein bisschen fragwürdig, ob sie bereits auf Whis und Bios treffen werden, aber zumindest kommt er endlich mal im Anime vor. Nach so langer Zeit endlich mal die beiden, ja, kann man eigentlich sagen, Zwillingscharaktere von Whis und Bios auch hier im Anime von Dragon Ball Super. Jo, ansonsten halt, das war wie gesagt die Folge. Sie war jetzt nicht spannend, vielleicht nicht, aber sie war durchaus unterhaltsam. Es gab auch interessante Kämpfe, eben zwischen Chi-Chi und Son Goku. Wobei interessant ist eigentlich eher ein endgültiger Sieg für Chi-Chi, aber Son Goku. Und ja, in diesem Sinne kann man durchaus sagen, jetzt geht es endlich auf die Resurrection F-Saga los. Wir erfahren hoffentlich in dieser Folge, wie Vegeta zum Beyond God Status kam. Wie dann überhaupt Sobe und Co. auf der Erde landen werden, wegen Dragon Ball, so um Freezer zurückzuholen. Und ob Freezer hier auch in der Mecha-Form in der Hölle festgehalten wird, oder aber wie wir es aus Dragon Ball Z aus dem Anime kennen, in seiner finalen Form mit seinem Vater und Cell, oder kennen wir aus diversen Fillern. Weil es ist ja eigentlich ein Nachfolger von Dragon Ball Z, also müsste dort, also theoretisch müsste der Anime so dargestellt werden, wa? Also so irgendwie interpretierst, aber ich glaube da echt, dass Dragon Ball Super einen anderen Weg geht und uns Freezer halt in einer Mecha-Form zeigt, sprich sich mehr auf den Film und den Manga bezieht als der ursprüngliche Anime, also eben statt der ursprüngliche Dragon Ball Z Anime. Ja, wie es mit Pan aussieht, gut, ich meine, es ist jetzt zumindest im gleichen Namen, das ist schon mal erfreulich. Wie es nochmal endgültig aussehen wird, nach Dragon Ball Super natürlich und am Ende von Dragon Ball Z, ob das wieder überschrieben wird.
wie es halt mit Jump and Vados weitergeht, mit Universum 6 Staffel und so weiter und so fort. Natürlich auch mit dem Super Saiyan Blue und dann noch übertroffen wird durch den Super Saiyan White oder was auch immer, wegen den Flammen und so weiter. Da, gelbe Flammen niedrigste, die schwächste, rot halt stärker, blau noch stärker. Die stärkste oder hellste oder wohl eher wärmste Flamme, die ist eigentlich eben noch weiß. Naja, das und hoffentlich vieles mehr hier in der nächsten Episode bei Dragon Ball Super. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao zusammen.